ganz herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema Schutz und Geborgenheit in dir finden, dein inneres Haus zu gestalten, Teil 2. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Lebenscoach. Schön, dass du da bist. Solltest du jetzt nur den zweiten Teil von diesem Podcast hören, dann bitte ich dich wirklich, du zuerst den ersten Teil von diesem Podcast hören, von Schutz und Geborgenheit, dein inneres Haus zu gestalten, weil dieser Teil, der zweite Teil allein, wird dir wenig bringen. Den ersten Teil findest du im Podcast Nummer 19. Wenn du jemand bist, der den ersten Teil schon angehört hat und die Übung vom ersten Teil auch umgesetzt hat, also analysiert, alles in dein Notizbuch aufgeschrieben hast, dann können wir heute in die Planung und die Realisierung gehen von deinem inneren Haus. Dazu ist es notwendig, dir zuerst mal ein paar Gedanken zu machen, was du denn überhaupt willst und vor allem in welchem Zeitraum dass du das willst. Schau es einmal so an. Du bist die Eigentümerin von deinem inneren Haus und gleichzeitig aber auch die Architektin. Die Architektin, die für die perfekte Planung, die Realisierung und die Wünsche der Eigentümerin verantwortlich ist. Dabei geht es eigentlich um das Thema Eigenverantwortung, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Ob du etwas unternimmst oder nicht. Auf das Thema gehe ich hier in diesem Podcast nicht näher ein. Du findest das aber im Podcast 002 Eigenverantwortung stärken, aktiv dein Leben zu gestalten. Du wirst wieder ganz unten am Podcast im Beschreib alle Links dazu finden, die ich jetzt hier erwähne. Als Eigentümerin musst du das nötige Kapital bereithalten, damit die Architektin überhaupt für dich arbeitet. Das ist ganz klar. Das Kapital, das du bereitstellen sind in deinem inneren Haus deine Fähigkeiten, Talente, deine persönliche Weiterentwicklung. Wenn du beabsichtigst, real ein Haus zu kaufen, dann musst du auch genügend Eigenkapital haben, ein gewisses Einkommen überhaupt vorweisen, um die nötigen Kosten, die laufenden Kosten zu zahlen, weil sonst gibt dir die Bank keine Hypothek. Genau so ist es auch bei uns. Wenn wir gewisse Ziele erreichen wollen, dann ist es auch notwendig, dass wir uns gewisse Fähigkeiten aneignen. Wie zum Beispiel, wie kann ich mich mental steuern? Wie kann ich mich besser motivieren? Wie kann ich zum Beispiel auch in stressigen Zeiten gelassen bleiben, in stressigen Situationen? Wie bin ich selbstsicherer oder kann meine Selbstsicherheit stärken? Toleranz ist ein Thema. Wie kann ich toleranter werden? Positiver denken? Auch Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema. Und so weiter. Je mehr Fähigkeiten wir entwickelt haben, desto einfacher ist es auch, unser inneres Haus zu einem Wohlfühlhaus zu gestalten. Also solltest du dich fragen, was genau ist meine Zielvorstellung von meinem inneren Haus? Wie soll mein Haus überhaupt aussehen, dass ich mich dann auch wirklich wohlfühle, geborgen, mich weiterentwickeln kann? Und wo soll mein Haus überhaupt stehen? Du dir doch jetzt einfach mal dein innere Wunschhaus konstruieren und frag dich auch, wie viel Zeit brauche ich, um mein Wunschhaus zu realisieren? Was ist für dich ein Stimmungstempo mit dem, wo du dich auch wohlfühlst? Welche Hilfsmittel, Werkzeuge benötigst du?
welche Helfer können vielleicht auch noch dazugezogen werden. Jetzt geht es so Schritt um Schritt ans Ziel. Denn manchmal stellt sich auch heraus, dass ein paar Werkzeuge und Hilfsmittel irgendwie nicht das erwünschte Ergebnis geben. Dann probiere einfach mal andere aus. Manchmal stellt sich auch während der Neugestaltung heraus, dass die Arbeitsschritte schneller oder vielleicht langsamer vorangehen oder vielleicht auch total neu geplant müssen werden. Und zum Schluss überleg dir, wie die fertiggestellten Mauern auch erhalten kannst. Wie wird dein Haus erhalten und gepflegt? Wie können Risse auch schon frühzeitig erkannt werden? Wie können Helfer bei Bedarf zum Beispiel rechtzeitig informiert benachrichtigt werden? Und jetzt, wo dein innere Haus steht oder am Entstehen ist, geht es noch darum, zu deinem inneren Haus Sorge zu tragen und es natürlich, wie im echten Leben, auch sauber zu behalten. Dabei geht es um das Thema, erstens, Menschen loszulassen. Und dort meine ich Menschen, die zum Beispiel ständig an dir rumnörgeln, dir Energie rauben, dich schwächen statt stärken. Menschen, die dich vielleicht nur benutzen, um bei dir Sorgen, Probleme abzuladen, ohne dass sie überhaupt jemals aktiv für ihre Problemlösung überhaupt etwas unternommen haben. Sie fühlen sich einfach besser, weil sie haben ihre Probleme ja bei dir abladen. Aber auch Menschen, bei denen, wo du so ganz genau fühlst, die sind gar nicht aufrichtig. Sie sind überhaupt nicht ehrlich zu dir. Du kannst dir das so vorstellen, dass die Menschen mit dreckigen Schuhen und einem Küdersack in der Hand in dein neue innere Haus kommen. Quer durch die Stube latschen und dabei den Küdersack mit im Wohnzimmer ausschütten. Ist es nicht so? Ich glaube, im echten Leben würdest du vielleicht intervenieren, würdest verrückt werden und die Person vielleicht auch rausfallen. Und ich frage dich, wie sieht es dir tatsächlich aus? Sagst du in deinem inneren Haus auch Stopp zu solchen Leuten? Distanzierst du dich wirklich von solchen Personen, die dich nur runterziehen oder dir auf irgendeine Art nicht gut tun? Ich weiss, das ist nicht immer einfach oder leicht. Manchmal muss man auch geliebte Menschen gehen oder alte Freundschaften beenden. Doch manchmal entwickeln sich die Menschen im Laufe des Lebens so in total entgegengesetzte Richtungen und dann ist eine Trennung einfach wirklich unumgänglich. Durch das Loslassen von solchen Personen tust du übrigens Platz schaffen für all die Menschen, die dich stärken, aufbauen und dir wirklich gut tun. Menschen loslassen. Mit dieser Strategie gelingt dir das ganz sicher. Dass du Menschen leichter loslassen kannst, möchte ich, dass du dir in deinem inneren Haus ein Wohlfühlzimmer einrichtest. Richte das Zimmer genau so ein, wie es dir gefällt. In deinen Lieblingsfarben, mit einem tollen Ambiente, einem Sofa, einem Sessel, egal was, wo du dich so richtig wohlfühlst, wo du dich einkuscheln kannst, dich geborgen fühlst, wo es dir einfach gut geht. Tu das Wohlfühlzimmer in deinem Kopfkino so gestalten, dass es für dich absolut stimmig ist. Wenn du das gemacht hast, dann stell dir vor, dass genau die eine Person, die dir ja nicht gut tut, ohne anzuklopfen, einfach in deine Wohlfühloase mit dreckigen Schuhen reinkommt und ihren Küdersack in dir wunderschönen Wohlfühloase
ausschüttet. Ich denke, wenn du dir das vorstellst und genau die Person dazu vorstellst, dann wird es dir viel einfacher gelingen, die Person auch loszulassen und sie einfach ihres Weges ziehen zu lassen. Wichtig dabei ist aber auch, dass du sie einfach in Frieden ziehen lässt. Ohne Wut, ohne Groll. Einfach loslassen. Und wenn du dein innere Haus fertig eingerichtet hast, die Garten so gestaltet, wie es für dich passend ist, der Keller entrümpelt hast, dein Unterbewusstsein von Hinderlichem befreit und der Dachboden auch aufgeräumt hast, dann geht es jetzt an die Instandhaltung und an die Reinigung. Warum? Wir werden so vom Aussen beeinflusst, von den Medien, von den Zeitungen, vom Fernsehen, Social Media, von Menschen, die um uns sind. Wenn wir nicht regelmässig unser inneres Haus reinigen, instand halten, kann es schnell wieder passieren, dass Glaubensmuster, die uns hindern, sich irgendwo wieder ansammeln. Das kann auch durch Lebenskrisen passieren, Schicksalsschläge geschehen oder durch Menschen, die neu in unser Leben treten und eben nicht gerade förderlich für uns sind. Genauso wie du deine Wohnung, dein Haus reinigen, ab und zu vielleicht auch neu einrichtest, ist es notwendig, das Gleiche in deinem inneren Haus zu machen. Unser ganzes Leben ist ein Wandel, genauso wie die Bauweise der Häuser über die letzten Jahrzehnte. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Regelmässig vor dem Wintereinbruch bin ich mit dem Vater zur Großmutter, zur Nonna gegangen, um die Vorfenster vom Esstieg zu holen, um die zu montieren. Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr, denn die heutigen Fenster sind so gut isoliert, dass es überflüssig ist, Vorfenster an die richtigen Fenster zu tun. Aber früher hat man Sommerfenster gehabt und dann hat man noch eins aussen dran montiert und das war dann das Winterfenster, also da hat man 2 Fenster hintereinander gehabt. Und genau so ist es aber auch in unserem inneren Haus. Es wandelt sich alles. Sachen, die dir vielleicht mit 20, 30 wichtig waren, die für dich sinnvoll, nützlich waren, kann sein, dass du die mit 40, 50 als absolut überflüssig oder hinderlich anschaust. Und so wie die Zeiten ändern, so verändern auch wir Menschen uns. Darum ist es wichtig, immer wieder von Zeit zu Zeit durch unser inneres Haus zu gehen, anzuschauen, zu entrümpeln und auch Baumängel, die wir wieder entdecken, Rissen in den Wängen, Löcher, wieder ein bisschen zu flicken. Wenn du jemand bist, der wirklich interessiert ist, dein Innere kennenzulernen, dich von deinem inneren Führer leiten zu lassen, dann empfehle ich dir den Weg zu deiner inneren Führung. Den Link findest du auch wieder im Podcast-Beschrieb. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefallen hat und er vor allem dir weiterhilft. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du vielleicht meine Podcasts abonnieren würdest. Wir uns vielleicht auch auf anderen Plattformen, Facebook, Pinterest oder auch Instagram würden vernetzen. Ich wünsche dir ein wunderschönes inneres Haus, das für dich absolut Geborgenheit ausstrahlt, wo du dich weiterentwickeln kannst, glücklich und zufrieden bist. Bis bald, deine Pierina Steiner.